Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, liebe Freunde, neues Spiel, heißt neues Glück, würde ich mal so sagen. Es geht wieder weiter. Wir haben mal wieder eine Woche genießen können im Nachhinein. Ach man, ich würde mir echt mal wünschen, dass wir uns so ein Polster auf unsere Minimalziele aufbauen können, so wie das ja das letzte Mal so unter, ja, muss man sagen, Steffen Baumgart gewesen ist in der Saison 21/22. Da waren wirklich viele Wochen dabei, wo wir uns einfach zurücklehnen konnten und sagen könnten, oh ja, wenn wir jetzt mal einmal zwischendurch verlieren, ist es doch nicht so schlimm. Aber, naja, soll jetzt keine Lobhymne auf Steffen Baumgart sein. Ja, Grüße gehen raus an alle Hamburger. Was sagt ihr denn zu der aktuellen Trainerentlassung? Ich will ja nicht sagen, ich habe euch vorgewarnt, aber ich habe euch vorgewarnt. Taubi hat es getan. Der Pierre teilweise auch. Fabio sowieso. Aber mehr sage ich dazu jetzt an der Stelle nicht. Liebe Freunde, dazu möge mal an der Stelle alles gesagt sein. Auf Wiedersehen, sage ich mal an der Stelle. Was hat sich denn die Woche beim FC getan, bevor wir jetzt hier über das Spiel reden? Also, es gibt ein Gerücht, ein Transfergerücht. Und zwar, was uns betrifft, Tim Lemperle. Ja, da hat doch tatsächlich 18,99 € Hoppenheim angeklopft. Winkt mit einem Handgeld offensichtlich. Und Ablöse würde höchstens im Winter fällig werden. Ja, toll, jetzt wo es gerade so gut läuft, wo Tim Lemperle wirklich ja, wie soll ich sagen, ein Teil der Mannschaft geworden ist, den man sich nicht wegdenken kann, ist er schon auf dem Absprung. Und wenn wir weiterhin die Konstanz bewahren wollen, dann dürfen wir noch nicht mal hoffen, dass er im Winter verkauft wird. Denn ich weiß ja nicht, ob dann diese Zugänge sofort einschlagen würden oder sowas in der Richtung. Das ist wieder so eine Sache. Ihr fragt euch sicherlich, nehme ich es ihm übel, wenn er diesen Wechsel wirklich vollziehen würde? Ja, irgendwie auch wieder nicht. Es ist zwar schade, dass er sich so einen Retortenverein ausgesucht hat. Es gab mal Zeiten, da wäre ein Tim Lemperle wohl eher zu, ich sag jetzt mal, Freiburg, von mir aus auch Union Berlin. Oder spontan fällt mir noch so vielleicht Werder Bremen oder sowas gewechselt, aber ne, heutzutage, ja, keine Ahnung. Atmosphäre, Gänsehaut und dergleichen, das interessiert die Spieler heutzutage nicht mehr. Ich meine, okay, wir leben in wirtschaftlich sehr schweren Zeiten und da muss man leider damit leben, dass die wirklich komplett nur noch das Geld sehen und dann noch nicht mal andere Faktoren mit einbeziehen. Ja. Aber ich bin Lemperle aus einem Grund nicht böse. Wenn er das wirklich tun sollte, noch ist ja nichts unter Dach und Fach oder so, aber er wurde ja sehr stiefmütterlich behandelt, als dann halt der vorhin erwähnte Steffen Baumgart hier noch Trainer war. Und seien wir doch mal ganz ehrlich, hätten wir nicht diese Transfersperre bekommen, wer weiß, ob er überhaupt zurückgekehrt wäre. Wer weiß, ob Tim Lemperle überhaupt nochmal für den FC gespielt hätte, ob wir ihn nicht schon da irgendwie verkauft hätten. Deswegen, ich kann ihm nicht böse sein, weil irgendwie muss man sich eingestehen, nur diese Transfersperre hat irgendwie ihm wieder die Tür geöffnet. Das ist zumindest so meine Einschätzung der Lage. Aber es gibt natürlich noch ein paar Transfergerüchte, die ich hier mit einbauen möchte bezüglich unseres 1. FC Köln zu unseren Gunsten, gegebenenfalls zu unseren Gunsten. Das ist mal wieder etwas, was Christian Keller im Blick hat. Das sind Franz Rogow und Julian Hetwa. Die stehen aktuell im Visier von den BVB-Amateuren, beziehungsweise, um es professioneller zu sagen, BVB 2. Rogow ist zentraler Mittelfeldspieler und Julian Hetwa ist Stürmer. Ich habe mir, oder beziehungsweise hauptsächlich links außen, aber ich habe mir ein paar so Ausschnitte angesehen gegen Erzgebirge Aue. Und ja, er traut sich Tore zu machen, die bei uns bisher nicht jeder auf diese Art und Weise erzielt. Das sieht okay aus, das sieht richtig gut sogar aus. Ist auch aktuell einer der besten Spieler in der 3. Liga. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir ihn dann hochholen, ob dann also hoch in diese 2. Liga holen, ob der dann genauso rasieren wird, aber es sieht vielversprechend aus. Allerdings ist ein Kellertransfer und ihr wisst, ich vertraue Christian Keller nicht mehr. Ich kann nur sagen, laut einer KI, mit der ich gearbeitet habe und ein bisschen befragt habe, 46% aller Verpflichtungen und Leihen
waren Flops. Ja, so viel dazu. Nochmal kurz zur Pressekonferenz, die ich mir vorhin angesehen habe. Also, Timo Hübers ist nach seiner Gehirnerschütterung offensichtlich wieder voll einsatzfähig und bis auf Jaxe wird wohl, also Jakob Christensen, stehen wohl alle Spieler zur Verfügung. Luca Kilian könnte theoretisch in den Kader kommen. Allerdings auf die Frage hin, was Marc Uth betrifft, wird weiterhin behutsam herangeführt. Deswegen kann ich nicht sagen, ob da nicht vielleicht doch noch eher ein Einsatz bei der U21 in Frage kommt. Und es sieht auch so aus, dass wir das aktuelle System mit der Dreierkette beibehalten werden. Kessler wurde nochmal angesprochen auf Tim Lemperle und da war er ziemlich genervt, muss man sagen. Er meinte, es wird mit Lemperle gesprochen, laut Kessler, aber es wurde darauf verwiesen, dann doch mit Tim Lemperle das Gespräch zu suchen, also dass die Presseleute das bitte tun mögen. Ich finde, es klingt merkwürdig. Auch generell hat er sich nicht auf weitere Transfergerüchte zu unseren Gunsten, wie ich das nenne, äußern wollen. Soll ich jetzt was zu Ivan Prtain sagen? Es wird offensichtlich aktuell konkreter. Eine Leihe steht zur Diskussion. Aber ich glaube, ich möchte über ihn reden, wenn er wirklich verpflichtet wurde. Wenn er wirklich hier unterschrieben hat. Ja, weil aktuell weiß ich noch nichts dazu zu sagen. Ja, wir kommen dann direkt mal zu unserem Gegner. Unser kommender Gegner ist Hannover 96. Die spielen aktuell ihre 6. Saison in der 2. Bundesliga. Der Verein stieg nach der Bundesliga-Saison 18-19 ab und ist seit der Saison 2019-20 ununterbrochen zweitklassig. Ja, was so Player to Watch angeht, ist ein bisschen schwierig. Ich hätte jetzt am liebsten Nicolo Tresoldi gesagt. Ja, wenn ich diesen Namen schon ausspreche, dann würde ich mir am liebsten eine Pizza bestellen. Aber das sieht so aus bei Nicolo Tresoldi. Der war in der letzten Saison einer der Schlüsselspieler von Hannover 96 und zeigte bemerkenswerte Leistungen. In der aktuellen Saison scheint er jedoch ein wenig an Form eingebüßt zu sagen. Mit 12 Einsätzen, oder das sind 13 Einsätze und nur einem Tor in der laufenden Saison, hat er nicht die gleiche Effektivität gezeigt wie zuvor. Insbesondere im Vergleich zu seinen 8 Toren in der vorherigen Saison. Es gibt auch keine Hinweise auf größere Verletzungsprobleme, aber es könnte sein, dass er sich aktuell in einer Phase befindet, in der er Schwierigkeiten hat, seine gewohnte Konstanz zu finden. Dennoch bleibt er aufgrund seines Talents und seiner Erfahrung ein wichtiger Bestandteil des Teams. Und ja, als Player to Watch habe ich mal wieder 3 Leute mir ausgepickt, einfach die besten Torschützen in der aktuellen Saison. Teilen sich mehrere Spieler die Führung als beste Torschützen von Hannover 96 mit jeweils 2 Toren. Marcel Halzenberg, Hyun Yu Lee und Thaddeus Monjumomulu. Kein einzelner Spieler hat bislang herausragend viele Tore erzielt, was auf eine eher ausgeglichene Torverteilung innerhalb des Teams hindeutet. Ja, ich habe da, was das angeht, ein sehr merkwürdiges Gefühl, liebe Freunde, was dieses Spiel angeht. Das wird meinen Spieltagstipp selbstverständlich beeinflussen. Das letzte Spiel, das lief nämlich folgendermaßen ab von Hannover 96. Das hat Hannover 96 nämlich verloren. Zu Hause gegen Darmstadt. 1:2. Mal wieder Darmstadt. Darmstadt ist immer noch mein persönliches Trauma der Saison. Und zuvor hat Hannover 96 auswärts in Elversberg verloren. Das heißt, während wir so eine kleine, ja nicht nur eine kleine, wir haben eine verdammt guten Lauf, was die Siegesserie angeht, haben die jetzt eine kleine Niederlagenserie. Und deswegen, irgendwann ist jede Serie zu Ende. Das wird jetzt meinen Spieltagstipp beeinflussen, liebe Freunde. Das wird ihn beeinflussen. Denn ich sage euch jetzt ganz ehrlich an der Stelle, ich bin mir unschlüssig. Es kann jederzeit sein, dass unsere Siegesserie bricht. Es kann auch gleichzeitig sein, dass Hannover 96 seine Niederlagenserie bricht. Und deswegen, die Münze steht bereit. Wir spielen mal wieder, liebe Freunde, Geiß oder Bock. Und jetzt ist es wieder soweit. Der Moment der Wahrheit. Geiß oder Bock? Der Spieltagstipp für den 1. FC Köln. Wird es der glorreiche Geiß, der uns hoffen lässt? Oder der berüchtigte Bock? Geiß. Manchmal ist die Münze gnädig. Und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Also, die Regeln wurden erklärt.
mehr oder weniger, aber ich sage euch nochmal, heute geht es um Sieg oder Niederlage, mal wieder. Es ist jetzt nicht so, dass dann das schlechtere Ergebnis ein Unentschieden sein könnte, sondern wirklich jetzt Niederlage. Das heißt, hier seht ihr die eingefärbte Farbe. Ich habe schon eine neue Münze bestellt, also keine Sorge, da wird sich bald was ändern. Und die nicht eingefärbte Seite, also die eingefärbte Seite heißt Sieg FC, nicht eingefärbt heißt Sieg Hannover 96 auswärts. Von daher, Geis oder Bock. Alles klar? Ja, läuft doch. Also zumindest was den Tipp angeht. Ich tippe hiermit ein wiederholtes 1:0 für unseren FC. Ja, das ist dann mein Spieltagstipp an der Stelle. Könnte ich mir gut vorstellen, dass weiterhin die 0 gehalten wird. Wird am System nichts geändert. Wir spielen weiterhin etwas defensiver. Ja, und könnte ich mir schon vorstellen. 1:0 klingt eigentlich wieder nach einem Ergebnis, das mich glücklich nach Hause gehen lässt. Ich bin Gott sei Dank da. Ich freue mich schon auf das Heimspiel. Werde mit vielen Freunden dort sein. Und ja, den einen oder anderen den könnte ich vielleicht in der Südkurve begegnen. Vielleicht sehen wir uns dort. Und ansonsten sage ich generell, sehen wir uns dann zur Reaction wieder, spätestens am Sonntag. Und dann würde ich an der Stelle sagen, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.